Hallo Leute und herzlich willkommen zu der mittlerweile dritten Folge schon von Towncraft, dem Minecraft-Server, wo wir seit neuestem Vanilla Minecraft spielen. Und ihr seht es da schon, unsere Kugel ist fertig. Ich habe ein bisschen, naja, ein bisschen geschafft. Es hat sicher geholfen, dass ich Unbreaking 3 Efficiency 4 Spitzhacke hatte, was auch ziemlich Glück war, weil ich bin zweimal verzaubern, also eigentlich dreimal. Und einmal habe ich Fortune 3 Pick bekommen. Und von dem habe ich noch ein Video, das ich jetzt kurz einspiele. Und nachdem ich all die Blöcke abgebaut habe, habe ich fast wieder genug, nein, habe ich sogar genug XP-Cards, ich glaube auch im Video drin sogar. Und das hat mir eine von denen besorgt. Silk Touch, Efficiency, Unbreaking. Das sind meine Lieblingsspitzhacken, weil dann halt bekommt man Smooth Stone anstatt Cobblestone. Ähm, und natürlich fängt es an regnen. Ist klar gewesen. Ich has, ja, ich has ein bisschen ausgeleuchtet, aber wie ihr gesehen, spawnen trotzdem Viecher. Vorhin war mal ein Creeper noch da unten gewesen. Und was jetzt kommt, in dieser Folge, ist, wie wir das ausfüllen. Ähm, die andere Folge ist noch gar nicht draussen. Ich bin jetzt ein bisschen im Voraus aufnehmen, damit ich, falls ich mal keine Zeit oder keine Lust habe, damit ich genug Zeug habe, damit jede Woche eine Folge raushauen kann. Aber ich habe eure Kommentare drum, wenn es überhaupt welche gibt, was ich hoffe, aber naja, wir sehen es dann. Kann ich noch nicht lesen. Also werde ich einfach mal das Einzige, wo ich weiß, was ich mache, werde machen. Und zwar, die Kugel da geht ja eigentlich da oben drauf weiter. Und ich habe mir überlegt, warum tun wir nicht einfach das, was da oben weitergeht, einmal umkehren und da unten machen und das Ganze mit Wasser füllen. Dann haben wir nämlich einmal einen See. Ich finde, das wäre durchaus interessant. Und ich würde sagen, ich mache mir mal an die Arbeit. Und das ist nicht so viel. Also es geht jetzt noch relativ viel aus. Und es wird wahrscheinlich auch scheiße, ja, scheiße einfach. Weil ich muss von unten her bauen. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Aber ich kann jetzt erst mal geschlafen. Und wo? Nicht, aber kein 31 Level. Die wird ich vielleicht behalten. Und wir sehen uns nachher. So, Leute, wir sind kurz bei der Yoshi, in der Base. Ups, falscher Weg. Weil, mir ist der Sand ausgegangen. Beziehungsweise das Glas, wo ich aus dem Sand will machen. Und darum muss ich kurz Sand holen. Und darum verzaubere ich jetzt die Diamantenschaufel mit meinen 30 Level. Und wenn es nicht mindestens Efficiency 3 ist und Unbreaking 3, dann schrei. Gut, das ist positiv. Danke, Schaufel, dass ich nicht haben schreien wegen dir. Und ich gehe jetzt in die Sandwelt, quasi. Wir haben in der Wüste, gerade in der Nähe von uns.
wenn ich mich richtig erinnere. Also geht. Ist ein kleiner Marsch. Aber ja. Wir haben ja unsere Teleportierportal da. Ich weiß übrigens nicht, was er da noch anbauen will. Das ist eine andere Frage. Da hat er einen kleinen Bahnhof, wo wir uns dann auch irgendwann einmal vielleicht noch werden anknüpfen. Es wird zwar ein längerer Fahrtdings und mit dem Portal ist man besser bedient, aber egal. Wir haben ja da verschiedene Teleport und da Strandsand. Fuck. Willst du mich verarschen? Nein. Ich sterbe. Ich bin tot. Ja, das passiert, wenn man in Bedrock spawnt. Ich würde sagen, ich gehe kurz zurück und hole mein Zeug und dann ja, hoffen wir, meine Diamantenschaufel und Diamantenspitzhacke sind noch um. Ja. Ja, Leute, ich habe es geschafft. Es ist nicht so schwer gewesen, wie ich gedacht habe. Wir haben jetzt da eine kleine Antikuppel, könnte man sagen. Ein See. Ist vollkommen mit Wasser gefüllt, also nicht nur die oberste Schicht. Und das ist der Source-Block, der vorne abgegangen ist und immer noch runtergeht. Darum muss man aber noch, irgendwie muss ich mir nicht sterben. Ich muss mir einen Weg überlegen, wenn man da reinkommt. Aber ich finde, es sieht richtig geil aus. Also, ja, ich finde, es sieht geil aus. Und wahrscheinlich werde ich jetzt da unten mal, ich denke bis da, mit Erde füllen. Und, also will ich nicht so ganz füllen, ja doch, ich denke schon füllen. Einfach so eine Fläche machen und in der Mitte einen Minisee. Und dann kommt das von da oben runter. Dann dient das einmal als vorläufiger Eingang. Ich finde, das ist noch gut, so ein bisschen naturbezogen. Ich weiß nicht, ob ich es ganz mit Erde soll füllen, aber eigentlich haben wir genug. Von dem her, ja, denke ich schon. Ich mach das mal und wir sehen, wie es rauskommt. Ja, ich habe es mir gerade anders überlegt, weil es wird vielleicht schon cool aussehen, so wie ein Wasserfall von oben runter und dann so ein See. Aber ich möchte es nicht so naturbezogen, ist mir gerade aufgefallen. Ich meine, oben sieht man auch, es ist alles, es hat Formen, ich habe ein Skelett gehabt. Es hat Formen, so, also, es ist schön geometrisch und alles. Und ich glaube, ich mache einfach Half Slabs, Top Half Slabs, damit nichts spawnt. Und dann kann man von dort aus weiterbauen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das mache ich mal. So Leute, im Moment sieht es so aus. Ich habe mich gegen, also es sind schon Half Slabs, aber es sind nicht Top, also Bottom. Das habe ich vorhin falsch gesagt, oder? Also es sind nicht Top, Bottom, Dicks, es sind halt nicht solche Slabs, sondern die so angehen. Und zwar wegen dem Glas. Sonst hätte es entweder, wäre es halt so Eis gegen Ufe, das sieht doof aus, oder Eis gegen Abe, so, das sieht auch nicht so toll aus. Dafür ist es ein bisschen, naja, relativ langweilig. Also, ich muss sagen, so gegen Ufe, so wie das da, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber das Problem ist, dass die Flüsse da führen zu den verschiedenen Bereichen, wo nachher da so reinkommen, so Türen und so mäßig. Und darum ist es schlecht, wenn das um eins höher ist als der Rest, oder um ein halbes höher. Weil dann kann man nicht so toll durchlaufen. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Ich frage mich, wieso das Nacht ist. Ich schlafe einfach mal. Der Monster ist nearby. Ja, das ist egal. Okay, in dem Fall nicht. Man sieht nicht runter. Also man sieht, ja doch, man sieht ein bisschen runter. Aber nicht wirklich krass. Ein bisschen durchs Wasser. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll, muss ich ehrlich sagen.
Weil, also irgendwo, ich denke auf der Mitte kommt da so ein Ring. Den mache ich wahrscheinlich aus Holz, damit es ein bisschen Kontrast gibt und so. Dazwischen, ich denke, kommt nichts. Ich meine, wir könnten da schon mal nochmal ein Dings reinzimmern. Ich meine, es ist hoch genug. Aber ich finde es epischer, wenn es einfach naja, zwei Etagen hat. Ein Ring, halt da so in der Mitte rumgeht. Und die unten dran. Und von oben sieht man halt ein bisschen rein, aber das ist egal, das soll ja so sein. Und ja, da muss ich noch schauen, in welche Richtung was kommt. Ähm, ich denke mal, das ist ungefähr, mal schauen, wie gehen die Sterne gehen gegen da, das heißt ungefähr in die Richtung da, ist der Sumpf mit dem Hexenhaus. Und ich muss schauen, ob wir ebenerdig sind oder ob wir unter Wasser sind. Weil das wäre etwas, wo schlecht ist, das kann ich ja kurz schauen. Bitte sag mal, dass wir ebenerdig sind, weil sonst ist das scheiße. Da ist jetzt auch ein bisschen dunkel. Bear with me, please. Was übrigens, das fällt mir gerade ein, wir könnten uns als Haustier ein paar Silberfisch zulegen, falls man wieder mal findet, was so schwer sollte sein, weil, wo bin ich? Bin ich schon unter Wasser oder was? Ich glaube, wir sind relativ unter Wasser. Well, dann würde ich sagen, aua. Ja, ich muss da noch ein bisschen ausleuchten. Aua. Ihr schießt euch mal gegenseitig ab, danke. Ja. Ach, stirb, stirb. So. Ich muss halt jetzt mal schauen. Machen wir halt da etwas Unterirdisches. Vielleicht machen wir auch noch so ein Aussichtsding, also so mit Wasser. Wird das gleich ungefähr. Ein bisschen weiter hinten, unter dem Sumpf. Oder das geht halt zu der Endverarbeitung von den Witches. Weil die müssen ja runterfallen. Aber ja, wir schauen mal. Und während ich das alles ein bisschen plane, gibt's einen kleinen Cut. Ich habe weitergearbeitet und wir sind ein bisschen vorwärts gekommen. Also, ich habe jetzt alles ebenerdig gemacht quasi mit dem Glas. Die Wasserrinnen, wo weiter werden gehen. Dort geht's zu der Witch Farm. Da habe ich schon mal ein bisschen ausgehoben. Dann haben wir da den Wasserfall, Wasserstrahl, wo aufgeht und quasi auch noch ein bisschen die Decke stützt. Weil, ja, das sieht nicht so stabil aus von unten. Und da haben wir noch so eine kleine, wie soll man das nennen? Das ist keine Terrasse. So ein Balkon, Innenbalkon, wo auch gestützt wird, aber irgendwie bin ich mit dem noch nicht so ganz zufrieden. Also der in der Mitte finde ich relativ cool, sieht interessant aus. Aber die da außen, äh, irgendwas ist noch, es ist zu flach. Und die, ja, ich weiß nicht. Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwas kann machen an dem. Aber, wie kommen wir da rauf? Weil ich will nicht immer die Stege da nutzen. Das ist meine provisorische, ja, Stege zum Raufkommen. Das ist so kleine Pseudo-Wendeltreppe fast. Und dann sind wir da oben. Da geht's übrigens raus. Ist genau, auf Meereshöhe, kann man sagen. Witch Farm dann ist noch eine kleine Leiter, wo wieder runtergeht. Und ich habe mir überlegt, und das kommt aber erst in der nächsten Folge, dass wir da reingraben und eine Wendeltreppe gegen oben machen. Und die Wendeltreppe kommt nachher da raus. Und dann stören wir eben die Kugeln nicht, kann man fast sagen. Und ich habe mir überlegt, ob ich es auf allen Seiten mache. Also, dass überall gibt es so eine Wendeltreppe, die raufgeht. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann ist es schön symmetrisch. Und ja, aber ich würde sagen, das ist es gewesen für die Folge. Wir haben relativ viel geschafft. Und geschafft. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir Wendeltreppe und anderes Zeug in Angriff nehmen. Bis zum nächsten Mal.
Ah, und bevor ich es vergesse, schreibt in den Kommentaren, was ihr von meinem Gebaue haltet, vor allem von dem da, weil, keine Ahnung, wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das da hier besser könnte bauen, zum Beispiel die Stützpfeiler, also sie heben ja quasi das Ding. Sie stützen nicht die Decke, sondern die Decke hebt das Ding da. Aber wenn ich das besser kann machen, oder wenn ich da unten, dass es ein bisschen weniger flach aussieht, sagt es mal, schreibt es mal in den Kommentar und ich versuche es übernächste Folge, je nachdem wie ich die Videos mache, zu berücksichtigen. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.